alles gut. Ja, es haut wieder hin. Hoffe. So, Freunde. Machen wir Meter weiter. Beim Gandalf warten wir jetzt in Minas Tirith bereits. Ja, da geht's ja dann auch rund. Wir tun uns aber jetzt halt wieder auf die Pfade, auf den Weg des Königs begeben. Ja, da haben wir nämlich den König der Toten. Ja. Es ist, by the way, ein Bosskampf. Schauen wir uns an. Bazi lost, ja, auf alle Fälle. Kabelmanagement, Bazi, Kabelmanagement. Ey, ich hab eigentlich wirklich ein solides Kabelmanagement. An dem ein Totenkönig über die Zukunft aller ungeborenen Generationen bestimmt. Ein schrecklicher Verbündeter. Wer kommt hier in mein Reich? Jemand, der euch an euren Eid erinnert. Die Toten lassen keinen Lebenden passieren. So, Bosskampf, Brenner der Sonne. Der König der Toten. Ich werde dich schlagen. Oh, der steht ja nur rum. Ja. Ja, stimmt, der zaubert ja Verbündete. Vergessene Krieger, kommt zu mir. Selbst als lebende Tote gehorchen sie. Wascht euch ein! So. Wenn dieses Land von Sauron befreit ist, könnt ihr in Frieden ruhen. Oh. Oh, die Welle wirft mich sogar zurück. Genau genommen schwebt er rum. Ja, du hast recht. Ja. Niemand kehrt von meinem Berg zurück. Außer mir offensichtlich. Aua. Ja. Perfekt. Es läuft wie ein Länderspiel. Gerade zumindest einmal. Kann man den mit Bogenschaden machen? Ja, offensichtlich, okay. Ist jetzt quasi Phase 2, wo er hat. Wind der Berge, gehorche meinem Befehl. Ja, stimmt, da muss man sich immer hinterm Felsen verstecken, richtig. Aber Pfeile machen gar nicht mehr so wenig Schaden. Man kann in dem Spiel, by the way, nicht runterfallen. Ne? Das ist nicht möglich. Also er kann die jetzt nicht von der Map schirmen. Au. Au. Aus den Schatten der Berge kommt. Oh, chill. Na, immerhin 2 Perfekt-Kills, ne? Ist ja auch was. Macht er jetzt wieder den? Ah, jetzt, er castet wieder seine Verbündeten. Niemand kehrt von meinem Berg zurück. Ja.
Perfekt. Hä, das wird doch gedodged. What the fuck? Ja, wieder sauer blocken. Der macht aber, ich will gerade sagen, der macht ja den Wind mehrmals. Er macht schon guten Schaden. Nicht mehr. So, wieder sauer blocken. Oh, den kann man perfekt killen. Oder auch nicht. Ja, schade. Muss jetzt auf den letzten HP beugen. Niemand kehrt von meinem Berg zurück. Okay, dann müssen wir ein bisschen Obacht geben. Perfekt. Nice, Aufstieg. Ja, jetzt brauchen wir im Endeffekt gerade aimen und Vollgas geben. Perfekt. Und ich werde euch von eurem Schicksal erlösen. Was sagt ihr? Ich bin. Wir müssen hier raus. Gibt es da aber der, grüß dich. Das wäre schon mal. Ja, der braucht Knoblauch unbedingt. Das Level ist noch nicht vorbei, by the way. Ne? Schnell! Alles stürzt ein! Wir müssen jetzt nämlich noch rauslaufen. Es stürzt alles ein! Schnell! Das war damals die Mission, die wo mich damals ein bisschen aufgehalten hat, bis ich mir rausgefunden habe, wie man schnellstmöglich durch diese Nebelfelder durchkommt. Weil die Nebelfelder, wenn man da durchgeht, da sprintet man nicht, da wirst du automatisch oberbremst und da gehst du quasi nur ganz normal. Und du musst halt zeitlich da rauskommen, weil sonst erwischt dich die Schüttlawine. Ne? Sind wir, by the way, jetzt auch alleine unterwegs, aktuell zumindest noch. Ja, mehr perfekte Kills, mehr Erfahrung, mehr gut. Ganz einfach. Aber. Ja. Weiter geht's. Gibt's ja genau richtig? Ja. Rückkehr des Königs einfach ein Banger-Game gewesen. Ein guten sei. Schutt, waren das nicht mal Schädel? Ja, auch. Perfekt, wieder. Ja. Schildträger natürlich in die Herr der Ringe-Spiele generell immer garstig. Nein. Mal so machen. Man kann nämlich so einen Backjump machen, der geht ziemlich zügig.
Ja, jetzt so bei so vielen Gegnern aussitzen können wird nicht ganz so einfach. Oh ja, nice. Oder auch nicht, weil mir ungefähr alle Gegner aufhalten und zum Greifen. Sehr gut, perfekt. Ah, Zupte! Oh, wieder Aufstieg, perfekt. Ja? Oh, jetzt kommen drei so haben hinterher. Ah, Hilfe! Boah, 1200 Erfahrung bringt da einer im Perfektmodus. Das ist schon heftig. Die Toten werden kämpfen, wenn dein Volk uns am nächsten ist. Ja. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Nimmer. Ja, haben wir doch 2. Leck. Das glaube ich ist mit Abstand die beste Wertung, die wo ich in die letzten Tage gekriegt habe. Also Perfektwertung in dem Level habe ich glaube ich damals auch nie geschafft. Ja? Wir haben 20 Perfekt-Kills gehabt jetzt zum Schluss raus. Katapultiert uns einmal straight auf Level 5. Und wir haben 32.000 Erfahrungspunkte. Da können wir tatsächlich jetzt ein bisschen was anfangen damit. So, Stärke des Eisens nehmen wir mit. Nehmen wir auch wieder mit. 200 Wildnis, Balrog Gambit, ja, können wir auch mal mitnehmen. Perfekt. Haben wir immer nur 10.000 offert, wenn es wirklich war. Nice. Wenn wir wieder die Speicherung speichern, damit ja auch nichts passiert, falls wieder mal mein Bildschirm keinen Bock mehr hat. Danke dir. So. Jetzt, Freunde, haben wir, glaube ich, vorher mal Gandalf gespielt. Ja, genau. Dann haben wir jetzt wieder beim Weg der Hobbits Cancras Lauer. Ich sag schon mal vorweg, da gibt es einen Bosskampf. Das Level ist spooky, okay? Das Level ist spooky. Sage ich schon mal vorweg dazu. Gollums Hinterlist könnte das Ende unserer Pläne bedeuten. Und Frodos Untergang. Erkennst du es denn nicht? Schatz, du gehörst uns. Der lockt uns in eine Falle. Sobald gemeine Hobbits tot sind. Aber wie immer stirbt die Hoffnung zuletzt. Ja, wir dürfen uns jetzt im Spinnenbau umschauen. Du musst Herrn Frodo befreien, koste es, was es wolle. Für alle, die eine Spinnenphobie haben, die sollten jetzt besser irgendein Fenster über meinen Stream legen. Ja? Wir haben in Cancras Spinnenbau und da haben wir schon das erste Spinnengetier gesehen. Und ja, das Level ist ein fucking Labyrinth. Mir tut's nichts, das ist gut.
kriegst mich nicht. Ah, da kann, an denen kann man auch keinen Gnadenstoß nicht machen. Samwise Gamgee, Wollig. hast du wieder eingebaut? Ich hab jetzt ungefähr 3 Gegner gemacht und hab zweimal einen perfekten Modus erreicht. Ich verstehe die Frage nicht. Los! Verschwinde einfach! Ah doch, da kann man doch einen... Okay, hab ich nicht mehr gewusst, man kann doch einen Gnadenstoß machen, da müssten sie aber auf den Bugel legen. Boah, leck, ich muss jetzt halt aber auch erst einmal den Weg von dem Level wieder finden, das ist... Spinne! Die spinnen doch. Okay. Aus dem Weg! Ja, Schnauze. Ja, toll, das schaut ja alles gleich aus da drin. Die schauen eher aus wie Spinnen aus Minecraft. Ja. Ach, wenn man... Okay, wenn man einen schweren Angriff macht, dann drehen sie die automatisch schon auf den Bugel. Guck es her. Au. Wie werde ich diese Biester nur los? Ja, mit dem Schwert zusammen zipfen halt, ha? Ah, tatsächlich. Da hast du ja wieder was gelernt. Man will übrigens nicht in so einen kleinen Spinnenschwarm eintreten, ne? Da kommst du nicht mehr raus. Also da haben wir es ein bisschen leichter, okay. Oh, da kriegt man Erfahrung. Ja, das war klar, dass da jetzt irgendein Spinn kommt. Aha! Ich meine mit einer eigentlich 5. Ja. Die gehen natürlich erst wieder auf Zeiten, wenn man die Gegner macht. Wenn man die anderen Spinnen noch gemacht hat. Einmal jetzt, wir müssen erst mal schauen. Oh, da schaut's mir an, wie wenn es da weitergeht. Okay. Aber das könnte funktionieren. Okay. Okay. Ja, stimmt, da hat man mit der Fackel, oder? Das weiß ich nur. Mit der Fackel, die hat man da ins Feuer werfen müssen. Dann gingen die für einen kurzen Moment auf Zeiten. Ja, richtig. Verschwindet, ihr Monster! Zurück, ihr Missgeburten! So, und da hat man das Netz, glaube ich, anzünden können. Ja, okay. Ich muss irgendwie außen herum. Das sollte man hinbringen. Wir sollen ausgerückt sein. Die marschieren nach Gondor. Wir werden es abfackeln. Hey, reicht dir Kanker etwa nicht? Satt von ihr zu hauen. Für die Armee seid ihr nicht alt Okay. genug. Ihr taugt nur als Wächter für dieses dunkle Loch. Ja, da der mal sneaky außen rumschleichen. Mit so viel Orks legen wir uns jetzt lieber nicht an. Oh. Willst ihr rumschnüffeln, was? Schnappt ihn euch! Was haben wir denn hier?
Ja, wenn du da umeinander kickelst, dann wirf er doch halt einfach ein Messer in den Bus rein. Ja? Ach, die kann man anzünden. Warte, Moment einmal. Da war doch... Jetzt pass auf. Moment. Das will ich testen. Ja, da hängt auch so eine Leiche oben. Da pass auf. Das müsste doch dann eigentlich funktionieren, oder? Da gibt es sogar 2. Ja, das war vielleicht nicht die schlauste Idee, was ich... Ja, das war keine gute Idee, was ich da jetzt da habe. Gut, dann suchen wir da mal das Weide, weil die Laufbahn glaube ich jetzt eh nicht mit. Okay, nice, perfekt. So, können wir da die Spinne abfackeln? Müsste da eigentlich gehen, oder? Okay, lul. Geht offensichtlich nicht. Ah, Spinnenviech. Ui, wir haben fast keine Gesundheit mehr. So, perfekt. Genau da muss ich hin. Ja, das wird aber jetzt... Da kommen wir aber ganz schön weh. Okay, nice. Aber was bringt uns dann, wenn ich da kann ich auch nichts hinwerfen. Okay, ja gut. Ah ja, mal Fackel da umgeworfen, das passt ja schon. Okay. An denen komme ich nie vorbei. Komm schon, lass mich mal beißen. Doch. So, da können wir jetzt normalerweise da eine Lawine machen. Okay, nice. Ja, die Gesundheit war halt nicht schlecht. Schon Start. Ich tippe jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir mir da richtig haben. So, die ist hier, okay. Eine Mama-Spinne! Oh, Kontrollpunkt, das ist schon mal gut. Nice. Ja, toll. Können wir da auch durch? Ja, nice. Ja, es läuft eigentlich, bis auf das, dass wir fast am Verrecken haben, relativ gut. So, jetzt müssen wir da mal schauen. Da gibt's... Einmal das. Da haben wir dann... Hoppala. Ja, komm, chill. Ja, okay.
Bin jetzt oft reingekommen. Haben wir aber davor schon einfach sauber zu viel Gesundheit verloren. Die Spinnen, die haben so klar, die wenn die dann so pieksen, das ist gar nicht mehr so ohne. Ja. Jetzt haben wir wenigstens wieder volle Gesundheit. So. Perfekt. Oh! Scheiß Krabbelvieh. So, jetzt müssen wir noch mal schauen. Das Anzünden da. Walleck. Oh. Ah, du mit deinem scheiß Buttermesser da. Da gehst du her. Jetzt halt. Okay. Ah, okay. Ah, Mann, verpiss dich, euer Mistviech. Oh, Ruhe ist jetzt. So, da müssen wir jetzt das Ei werfen, da. Okay. Perfekt. Ja, ist ein wenig tricky. Ist ein bisschen tricky, aber ja, da will ich jetzt eigentlich nicht hinwerfen, aber gut. So, warten bis die Fackel wieder respawnt. Mit da herwerfen. So, da warte ich jetzt schön ab, bis dass die Spinnen da wieder zusammengängen. Für den Fall, dass nur mit zusammengängen. Wir gehen die nicht mehr zusammen. Oder will ja möglich sein. Ah ja, okay. Oh! Ah, Spinnen, jetzt bitte schon sagen, die lebt aber jetzt hoffentlich nicht mehr. Spinnen haben garstig. Ich bin hier, Frodo. Ich bin hier. Oh nice, da gibt's einen Kontrollpunkt, okay. Bosskampf. Kankra, meine Freunde. Soll wohl Ungoliants Tochter sein. Haben wir sagen lassen.
Warte mal, wenn die da... Wenn die doch da um mich umschleicht... Dann müsste man die doch da eigentlich relativ gut... Aua! Mit Dolche abwerfen können. 1, 2... Okay, die greift immer zweimal an. Du kriegst mich nicht. Tatsächlich. Aragog, bist du's? Ja, nicht ganz. Ah, genau, ja, da soll man, genau. Da gibt es nämlich jetzt einen Tricky Part, die Kankra geht nämlich jetzt nach oben weg. Man könnte die jetzt angreifen. Das weiß ich noch von damals. Moment. Mal schon kurz. Entschuldigung. Man könnte die jetzt angreifen. Wenn man das tut, kommt die sofort wieder oben. Und du willst aber nicht gegen Kankra und gegen die Kleiner kämpfen. Ja, deswegen erstmal das Glorgfickerz beseitigen und zwar relativ schnell. Weil die bleibt doch nicht ewig oben. Die kommt irgendwann von allein oben. Und da sollten, wenn möglich, ihre Töchter oder Söhne, wie auch immer, schon beseitigt sein. Und die springt nämlich dann und da sollte man ein bisschen aufpassen. Ja, das Spiel habe ich noch ziemlich gut im Kopf. Ich hab deine Brut erledigt. Und jetzt bist du dran. Wie groß du bist. Ich werde dich sagen. Und zerschneiden. Bis du ihn loslässt. Wer ist dann der Pap von der Kankra? Kankra hat keinen Papa. Die Mutter von der Kankra ist quasi Ungoliant. Das ist quasi eine Urspinne, also eine riesengroße Spinne, die wo im ersten bzw. im zweiten Zeitalter vorkommt, die quasi auch das Licht aus die Bäume aus dem Elbenreich saugt, mehr oder weniger, die wo sie mit Morgoth verbindet. Ja, toll, fick dich halt dann einfach, ne? Scheiß Glorvieh da. Das ist quasi, ja, eine richtig brutal riesige, böse Spinne und die hat quasi Kankra auf die Welt gebracht. Kommt aber in die Filme nicht vor. Ja, jetzt hast du mich natürlich erwischt, scheiße. Ja, der Fuß ist weg. Au. Au! Wie kann man das blocken? Kann man das überhaupt blocken? Glaub nicht. Warte mal, jetzt kann man doch eigentlich... Ah, da ist immer eine da sein muss, die wo mir dann kurz aus der Animation staggert. So, jetzt kommt wieder der Bodycheck von oben, oder? Nichts gibt's. Guck mal her! Das ist nicht, jetzt ist sie die Vitali Klitschko-Spinne. Achso, da hinten ist, okay. Au. 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 Gut, dass man das noch oder dass ich das noch mal rausgefunden habe, dass man mit 3 Spinnen sofort auf den Bugel werfen kann. Oder noch 2.
Das war aber sehr knapp. Komm zurück! Ich bin noch nicht fertig! Herr Frodo! Ich bin's, Sam, wach auf! Er schläft nicht. Er ist tot. Ein bisschen sehr emotionslos im Vergleich zum Film. Anscheinend hatte die alte Kankra ein bisschen Spaß. Wenn er aufwacht, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Bringt ihn zur Festung zurück. Das ist, glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht, so ziemlich einer der schwersten Bosskämpfe in dem Spiel. Na, ist ja schließlich auch kein Souls-like, ja, muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber hat die Kankra einfach so gekriegt? Ja, die hat halt irgendwann geheiratet. Die hat halt Eier gelegt und aus der ist eine Kankra entstanden. Ja, die hat ja nicht nur die Kankra gekriegt, die hat ja was weiß ich wie viele Millionen Spinnen auf die Welt gebracht. Aber die Kankra ist halt ja eine der wenigen großen, die noch überdauert hat. Die ist ja mehr als 10.000 Jahre alt, die Spinne. Also jetzt nicht so, dass die Kankra erst ein paar hundert Jahre auf dem Bugel hat, die gibt's ja schon ewig lang. So, Stufe 5 auch für den Samwise Gamgee. Oh fuck, das wird ja nicht gekauft. Oh Gott. Schattenwolke, Giftdolche, nie verkehrt, Stärke des Eisens auch nie verkehrt und dunkle Erlösung ist auch nie verkehrt. Auf geht's. BB-Option. So. Perfekt. Können wir wirklich Schäferroh, muss man sagen. So. Die nächste Mission für die Hobbits war Kirit Ungol. Ja, das ist quasi die Festung, wo der Frodo festgehalten wird. So, wir dann jetzt weiter mit dem Gandalf, Minas Tirith auf der Mauer. Ich hab ihn ja bei die zwei Türme, wann haben wir das gespielt? Weiß nicht mehr. Hab ihn ja am Mittwoch, hab ihn ja auf der Zeit, da haben wir ja auf Helms Klamm so eine Mauerverteidigungsmission gehabt, da wo du Leitern umschubsen musst, dass du quasi nicht von Orks überrennt wirst. Diese Mission hier ist sehr, sehr ähnlich. So. Sauron wird erfahren, dass der Ring in den Händen eines Halblings ist. Doch das Schicksal hat uns 4 Hobbits geschenkt und er weiß nicht, welcher von ihnen den Ring trägt. Dies ist der Köder für meine Falle. Verstehst du denn nicht? Der Feind denkt, du hast den Ring. Er ist hier, um dich zu holen. Ein großer Krieg wird kommen. Und Rohan wird Gondor von Norden her zu Hilfe eilen. Unbehelligt vom geläuterten Isengard. Aragorn muss in die Dunkelheit hinabsteigen, um eine Armee in die Weiße Stadt zu führen. Haben wir schon erledigt? Sauron fürchtet. Auch Pippin und ich eilen nach Minas Tirith, denn die Stadt ist der Amboss, auf dem wir Saurons Horden schlagen müssen, um Zeit zu gewinnen. Ich habe von diesem Aragorn gehört. Er soll Arathorns Sohn sein. Aber ich sage dir etwas. Ich werde mich einem Waldläufer aus dem Norden nicht beugen. Gibt es noch Hoffnung, Gandalf? Für Frodo und Sam? Es gab nie viel Hoffnung. Nur die Hoffnung eines Narren. Vor diesen mächtigen Mauern wird sich das Schicksal unserer Welt entscheiden. Da hat's ja fein, wenn die im Spiel einen Kampf mit dem Sauron einbauen. Kennst du das Spiel? Gibt's was da? Männer Gondors, wir müssen diese Kreaturen zurückhalten. Das Schicksal der Weißen Stadt liegt in unseren Händen. So. Basically, wie gesagt, eine ähnliche Mission wie in Helms Klamm, nur deutlich größer und ein wenig besser, finde ich. Aber vom Grundprinzip dasselbe. Leider nicht. Okay, dann werde ich nichts sagen dazu.
dann werde ich nichts dazu sagen. So, aktuell haben wir keine Leitern, wenn ich es richtig sehe. Mit unseren Katapulten können wir diese Türme zerschmettern. So, die Frage ist, wo ihr jetzt alle herkommt. Ah, da hinten ist wieder eine Leiter auftaucht. Irgendwo. Oder ist das Vornummer? Ja, das ist Vornummer. Oh, da ist auch eine. Nice. Stellen wir gleich mal weg. Oben damit. Perfekt. Hinten stehen 2. Passt. Hätte ich gemeint, hä? Lul. Okay, da steht wieder eine. Hä, wo waren denn die anderen 2 dann? WTF? Da rum ist nix. Ja, Moment, ich muss mich da erst ein bisschen orientieren, wo da die ganzen Leitern stehen. Ach, da geht's vorne auch noch rum. Okay, ja gut. Ja, das habe ich nicht mehr gewusst. Okay. Nein, hau ich ab, hau du. Bumskopf. Ja, ja, gut, okay. Ich hab nicht mehr gewusst, dass da so viel, dass da auch noch lang geht. Habe ich nicht mehr gewusst. Einmal sorry. Wird jetzt natürlich ein bisschen tricky werden. Aber wir könnten dann da ja fahren. Oh, leg mir mal Stock. So, die Leute muss erstmal weg. Jetzt pressiert es ein bisschen. Mein 15 kalt ist. Ja, das werden wir nicht schaffen. Ich hab das nicht mehr im Kopf gehabt, dass man da Vornummer rennen muss. Ja, wobei. Ah, jetzt kommt der Turm, genau. Haben wir vor. Das ist gut, weil jetzt hat sich nämlich die Anzeige resettet. So quasi, wie wenn überhaupt keine Orks mehr auf der Mauer warten. Das eigentliche Missionsziel ist ja, dass wir den Belagerungsturm kaputt machen. Das kriegen wir aber hin. Wir brauchen nur jetzt schon langsam mal ein bisschen Gesundheit. Weil da schaut es momentan gerade nicht so rosig aus, wenn es mich fragst. So. Und der Belagerungsturm ist nämlich dahinter. So, der ist gefallen, das passt. Wichtig auf jeden Fall. So, da können wir wieder Leitern. Können wir gleich mal präventiv entfernen, den Schund. Die können unterbleiben. So, da hinten ist nämlich auch noch eine. Wenn ich es richtig sehe, jetzt kommt auf der anderen Seite eine Belagerungsturm. Alter, wir brauchen unbedingt einmal Gesundheit. So, müssen wir auf die andere Seite. Die Mission ist tatsächlich ein kleines bisschen stressig. Merkt es wahrscheinlich gerade selber. So, da haben wir jetzt aktuell einmal. Okay, jetzt habe ich mal ein bisschen Health gekriegt. Nice.
So, jetzt müssen wir... Oh, scheiße, jetzt kommt der Turm daher. Fuck. Ja gut, okay. Die kommen nämlich auch selber mit, oder? Da wieder die Leute noch schubsen. Schubst die Leute an, Hand gute Leute an, Freunde. Gibt's da hier vorne auch noch welche? Ah, da geht's noch hoch, oder was? Hauptsächlich, da geht's noch auf. Gut, der meine Zeit verdrödeln bringt uns ohnehin nichts. Ja, mir ist... Ja, reden wir nicht drüber. So, boah. So, ich kümmere mich jetzt mal schnell um die Belagerung dahinter. Auf der Seite. Kannst du aufhören, mir aus meiner Animation zum Stackern? Danke. So, der haben safe. Okay, Aufstieg haben wir. Bleibst auf deiner Lord da oben. Wir sind hier nicht sicher. Gut, den haben wir abgewehrt. Passt, jetzt kommt auf der anderen Seite wieder einer. Ja, man ist da schon am Rotieren, so ist es nicht, gell? Der kommt automatisch, das kannst du nicht verhindern. Nö. Gondors Mauern dürfen nicht fallen. Den bringen uns ein Lohr hin. So, jetzt müssen wir uns ein wenig dummen, weil da kommen jetzt gleich ein Haufen Orks daher. So, aber wir haben da eine sehr schöne Fähigkeit, die uns da ein bisschen entgegenwirkt. Da stehen wir ja ganz einen Haufen hinten. Nice. Und dann so viel wie möglich Gegner mit. So, Mauer haben wir quasi erfolgreich verteidigt. Und jetzt brechen natürlich, wie man gerade gesehen hat, die Trolle mit einem Rambos durch unser Tor durch. Und das Tor ist halt leider nicht stark genug für uns, dass es aushält. Leitet mir eure Schwerter. Alle Mann zum Tor! Ja. Ja, Tor kaputt. Tor nix mehr stabil.
Ist eigentlich so krass, wenn man das so an die Zahlen mal sagt, wie viele Gegner, dass man einfach umnirrt in einer so einer Mission. Das haben wir wieder perfekt gemacht. Gandalf einfach schon auf Stufe 8. Rambos, okay, bei mir hat der immer Grond geheißen. Ja, der Grond, richtig. Der Wolf. So, was haben wir jetzt da? Du kämpfst in der Schlacht länger im Perfektmodus, das ist gut. Blitzschlag, Stärke der Gemeinschaft, verbessert Gesundheit, das ist immer das Allerwichtigste. So, wir haben jetzt 2 Stufen, wenn wir da kaufen können. Flamme von Urun. Schildspalter. Warte mal schnell. Klinge Saurons ist egal. Macht das Palantir nicht mehr mit, das ist eine ganz starke Fähigkeit. Was haben wir? Wir haben auch fucking rich. Blitzschlag mit, Todeszone mit. Klinge Saurons brauchen wir nicht. Schildspalter, ja komm, nehmen wir auch mal mit, weil warum denn auch nicht? Ja, und dann passt es ja schon. Gut, perfekt. Haben wir zauberhaft gemacht. Hätte ich fast gesagt. Leider wir dauern euch Rückkehr des Königs. Im Vergleich zu den anderen 2 Spiele. Also ich bin der Meinung, das ist schon einmal ein ganz anderes Level wie die anderen 2 Spiele. Also, dass wir über 2 Türme nicht reden brauchen, glaube ich, ist uns allen bewusst. Aber ich finde halt, Rückkehr des Königs ist schon stark gespielt gewesen. So, wir machen beim Weg des Königs weiter. Mit dem Aragorn, das Südtor. An der Spitze einer Armee der Toten wird Aragorn schließlich an die Weiße Stadt, seine Stadt, zurückkehren. Er wird nach Norden ziehen und uns durch Gondors Südtor zu Hilfe eilen in der Schlacht der Schlachten. Okay. Ein schrecklicher Anblick. Orks rieche ich 10 Meilen gegen den Wind. Aufpassen. Geht vorsichtig weiter. Da eskaliert es jetzt gleich, brauche ich denke mal nicht dazu sagen. So, den Ork wahrscheinlich. Ja, dass da so viele Gegner kommen, aber man war auch nicht mehr klar, gell? Alter, wie viel Hand denn dies? Ja, da geht's gerade richtig rund. Wer kämpft denn eigentlich gerade gegen den Troll, ist die Frage. Oh, perfekt, schon mal einen Aufstieg. Alter, ich muss mich da jetzt gerade richtig konzentrieren. So. Fun Fact, den Troll kannst du mit einem Speer töten. Gemäß dem Fall, die lassen mich, aber so wie das ausschaut, lassen mich die da gerade nicht. Ah, das ist gut. Wie lange streamst du heute? Bis 3 für 2 circa. 12
zwecks nahtlosen Übergang war's gewesen. Alter, ich möchte einfach den Troll aufspießen, aber die darf ich mir gerade nicht. So, kann ich jetzt bitte mal den... Oh, der ist hier. Das saugt mich, lasst mir nicht mal Heilung da. Oh, da ist ein neuer Mann, ne? Das finde ich halt aber auch das Geile in dem Spiel. Du fühlst dich halt voll in die Schlacht mit einversetzt. Wo ist denn jetzt der andere Kasperlkopf? Ja, der nutzt halt, der Gimli. Oh, wie viele Orks mengen sie bekämpfen? Ja, alle. Vor allem das hört halt auch nicht auf, gell? Es werden nicht weniger. Gut, aber andererseits kommt halt auch wieder am Film zugute, gell? Wir haben halt mitten in der Schlacht. War ja komisch, wenn er noch 5 Orks rüber. Oh, nice, Heilung. Wo ist denn jetzt der Trollkopf da? Der muss doch da einmal umeinander rennen, oder? Das gibt's ja nicht. Ich höre den aber auch irgendwie nicht. Also was heißt hören? Hören du ihn deutlich, aber wo er ist, der muss ja noch irgendwo umeinander gehen. Der trollt. Richtig. Da oben steht er! Aha, das hat ihn also gar nicht interessiert. Okay, wenn man ein Katapult ins Gesicht eingeschossen, das interessiert ihn nicht. Es sind so viel, Herst! Bist du wahnsinnig? Warte mal, steht da auf der anderen Seite nicht eher noch so ein Katapult rum? Was? Ah, jetzt hat. So. Und da haben wir auch noch ungefähr 5 Millionen. Was dein Vater, wenn ein Bus war, kann da hupen, du Volldepp.
Alter, das sind, oh, leck, ist das ein Haufen. Bist du bescheuert? Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das so viel haben. So. Oh, perfekt, Modus, nice. Alter, haben wir jetzt schon 3 Aufstiege in dem Level jetzt, oder was? Es wird nicht weniger! Ich will eigentlich die ganze Zeit nur das Katapult da bedienen, aber ich komme halt nicht vorwärts. Ah! Immer wenn ich mir denke, jetzt kann ich zum Katapult gehen, kommen wieder 2, 3 andere. Alter, da bin ich jetzt noch auf Bilanz gespannt, wie viele Gegner das wir wieder umdroschen haben. Ah, jetzt hat. Ja, Herrgott, Seele. Warum zerstören wir mir jetzt den Turm, ist die Frage. Ah, da war der aufgehen noch, gell? Müsste reichen. An die Torwinde, schnell! Da ist auch noch Heiltrank. Der Troll oben, der macht mich wahnsinnig mit seinem Knauche da oben. Ja, jetzt müsst ihr uns quasi auf den Turm umkämpfen. Okay. Okay, nice, perfekt. Aufwehr auf den Turm. Oh, ganz schnell. Auf die Trümmer, schnell! Jetzt hat. Hierher, schnell! Na, Hauptsache die 3 lustigen Vierer empfangen und sehr gut. Warte mal, das ist ein Anzeigefehler? Ja, okay, das schaut auch nicht unbedingt besser aus. Ja, warte mal, wenn der da oben steht. Gut, Mister, danke dir. Für den Löhr und einen guten. Ah, Texas. Mich hältst du nicht auf! Boah, leck, ja stimmt, da kommen Olifanten. Der unheilvolle Kreatur des Südens! Das ist mehr, als ich verdiene. Schlag immer wieder zu!
Achtung, die Animation ist heftig, da müsst ihr aufpassen. Richtig kalt macht. Easy. Okay. Wie viel Orks hätten? Da ist jetzt alles beieinander gewesen, ja. Wir haben unseren Turm gehalten. Da kommt jemand! Sie wollen uns aufhalten. Ja, das ist aber easy. Das ist jetzt easy, jetzt passt's auf. Pro-Gamer. Achtung, die haben jetzt alle mit irgendeiner heißen Flüssigkeit überschüttet und verbrennen dann einfach. Ah, da haben wir noch welche. Wenn da haben wir immer noch so viel. Hey, du Kasperlkopf. Ja, das war null. Nice. Nice. Ja, das waren jetzt, das waren ja locker über 100 Gegner. Ah, schaffen wir Stufe 9. Schade, gerade nicht. So, wir haben jetzt quasi mit dem Aragorn schon fast auf Max-Level. Können wir uns quasi alles leisten. Perfekt, nice.